Der alte Weihnachtsbaumständer. Beim Aufräumen vom Dachboden, ein paar Wochen vor Weihnachten, entdeckt der Familienvater in der Ecke einen ganz verstaubten uralten Weihnachtsbaumständer. Es war ein besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus und eingebauten Spielwalzen. Beim vorsichtigen Dran kann man das Lied O du Fröhliche erkennen. Das muss der Christbaumständer sein, von dem die Großmutter immer erzählt, wenn die Weihnachtszeit kommt. Das Ding schaut furchtbar aus, doch kommt dem Familienvater ein wunderbarer Gedanke. Wie darf sich die Großmutter freuen, wenn sie am Heiligabend vom Baum sitzt und der sie auf einmal wie in vergangener Zeit zum Dran anfängt und dazu O du Fröhliche spielt. Nicht nur die Großmutter, die ganze Familie darf staunen. So nimmt er den Ständer und schleicht ungesehen in seinen Bastelraum. Jeden Abend zieht er sich geheimnisvoll in seinen Bastelraum zurück und verriegelt die Tür. Eine gründliche Reinigung und eine neue Feder, dann sollte der Ständer wie neu sein. Natürlich fragt die Familie, was er da treibt, und er antwortet jetzt mal: Weihnachtsüberraschung. Kurz vor Weihnachten schaut der Weihnachtsbaumständer aus wie neu. Jetzt noch schnell einen prächtigen Weihnachtsbaum besorgt, so um die 2 Meter hoch, und wieder verschwindet der Vater in seinen Hobbyraum. Er stellt den Baum in den Ständer und führt einen Probelauf durch. Alles bestens. Was darf die Großmutter für Augen machen? Jetzt endlich war Heiligabend. Der Vater besteht darauf, den Weihnachtsbaum allein zu schmücken. Er hat extra echte Baumkerzen besorgt, damit alles stimmt. Die werden anmachen, sagt er bei jeder Kugel, die in den Baum hängt. Als er fertig war, überprüft er nochmal alles. Der Stern von Bethlehem war oben auf der Spitze. Die Kugeln waren alle abgebracht. Naschwerk und Wunderkerzen hängen angeordnet am Baum und Engelshorn und Lametta waren untergebracht. Die Feier kann beginnen. Für die Großmutter stellt er den großen Sessel parat. Die anderen Stühle stellt der Vater in einen Halbkreis um den Donnerbaum. Jetzt führt der Vater die Großmutter feierlich zu ihrem Platz. Die Eltern sitzen daneben und ganz außen die Kinder. Jetzt kommt die große Weihnachtsüberraschung, verkündet er. Löst die Sperre am Ständer und nimmt ganz schnell wieder seinen Platz ein. Langsam beginnt der Weihnachtsbaum sich zu drehen und heller klingt von der Musikwalzen O du Fröhliche. War das erfreut. Die Kinder klatschen in die Hände und Tom hat vor Rührung Tränen in die Augen. Immer wieder sagt's, wenn der Großvater das noch erleben kann, dass ich das noch erleben darf. Die Mutter war ganz stumm vom Staunen. Eine ganze Weile schaut die Familie entzückt und stumm auf den drehenden Weihnachtsbaum, bevor es ein schnarrendes Geräusch aus der Versunkenheit reißt. Den Baum durchläuft er zittern. Die bunten Weihnachtskugeln schäbern wie kleine Klickerl. Jetzt fängt der Baum an, sich immer schneller zu drehen. Die Musikwalzen hämmert los. Es hört sich als Walze, O du Fröhliche, selber überholen. Die Mutter schreit laut auf. So unternimm doch was. Der Vater sitzt aber versteinert auf seinen Stuhl und starrt auf den Baum, der seine Geschwindigkeit immer weiter steigert. Mittlerweile dreht er sich so schnell, dass die Flammen hinter die Kerzen waren. Großmutter bekreuzigt sie im Bett und murmelt gerade noch, wenn das der Großvater noch erleben hat. Als erstes löst sich der Stern von Bethlehem, saust wie ein Komet durchs Zimmer, klatscht gegen den Türrahmen und fällt auf den Dackel, der gerade geschlafen hat. Der Dackel flitzt wie von der Tarantel gestochen in die Küche und schaut in Sicherheit um sich. Lametta und Engelshorn haben sie erhoben und schweben, wie ein Kettenkarussell am Weihnachtsbaum. Der Vater erwacht aus seiner Starre und gibt Kommando. Alles in Deckung! Ein Goldengel trudelt losgelöst durchs Zimmer, nicht wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit anfangen soll. Weihnachtskugeln, der Schokoladenschmuck und andere Anhängsel
sausen wie Geschosse durchs Zimmer und platzen beim Aufschlag auseinander. Die Kinder haben hinter dem Sessel von der Großmutter Schutz gefunden. Vater und Mutter liegen flach auf dem Bauch, den Kopf mit den Armen geschützt. Mutter jammert in den Teppich. Alles umsonst. Die ganze Arbeit umsonst. Der Vater wollte sich vor Peinlichkeit am liebsten unter den Teppich verstecken. Die Großmutter sitzt immer noch wie ein Logenplatz. Wie ein Staat. Von oben bis unten mit Engelshorn Lametta geschmückt. Hier kommt der Großvater in den Sinn, als er 1944 in den Ardennen im feindlichen Artilleriefeuer gelingen ist. Genau so muss es gewesen sein, als gefüllter Schokoladenbaumschmuck an ihren Kopf explodiert. Registriert sie Drucker, Kirschwasser und murmelt, wenn das der Großvater noch erlebt hätte. Zu allem jault die Musik wohl dem Schlupfakkord Odo Fröhliche, bis mit einem ächzenden Ton der Ständer einen Geist aufgibt. Durch den plötzlichen Stopp neigt sich der Christbaum in Zeitlupen, fällt auf das kalte Buffet, die letzte Nadel von sich gebend. Totenstille. Die Großmutter, geschmückt wie nach einer New Yorker Konfetti-Parade, erhebt sie schweigend. Kopfschüttelnd begibt sie sich auf ihr Zimmer. In der Tür steht, sagt's noch, wie gut dass das der Großvater nimmer erlebt hat. Die Mutter völlig aufgelöst vom Vater. Wenn ich mir die Bescherung anschaue, dann ist eine große Überraschung gelungen. Und die Kinder meinen, du Vater, das war echt stark. Machen wir das jetzt Weihnachten?